Halt. Ja, so. Ja, was gibt's so zum Erzählen? Ja, mit den Nebenprojekten. Da habe ich ja 5 Projekte am Start. Wo sie aber reduzieren möchte auf 3 wieder. Weil bei 5 Projekten geht so nicht wirklich was vorwärts. Und es zieht sich alles ewig dahin. Deswegen bin ich zurzeit bei Far Cry. Doppelfolgen hochladen, damit das ein bisschen flotter geht. Und das werden wir dann bei Gothic auch mal machen. Weil Gothic habe ich ja letztes Jahr im Juli angefangen, denn jetzt haben wir schon April und sind wir immer noch dabei. Und wir haben ja noch viele andere Projekte vor. Aber die können wir nicht starten, wenn wir so lange mit dem einen brauchen. So, zu wem gehen wir denn jetzt? Fangen wir mal bei ihm an. Was von einer Flut? Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rhademes, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Ja, Kollege. Adanos möge dich schützen. Ja, ist ja gut. Uns interessiert aber mehr wegen Quahodron, weil uns der so die dämlichen Fragen stellt. Wer hat uns damit denn beauftragt? Er nicht, er handelt. Mix hier, was irgendwas? Ach, er ist es. Ich habe mit Quahodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Ja, und er freut sich, dass wir mit ihm gesprochen haben. Aber wie wir weiterkommen, das hat er uns nicht verraten. Hey, du. Ach, der mit seinem blöden Portal. Magische Fähigkeiten. Hey, du. Ja, können wir denn das nicht irgendwo nachlesen? Jetzt schau ich mal da rein. Weil ich weiß gar nicht, wie ich damals auf das Rätsel gekommen bin. Weil damals habe ich es ja auch mal geschafft. Und es muss ja irgendwo irgendwelche Hinweise geben. Kann ich mir jetzt vorstellen. Moment mal. Laufen die noch? Die laufen tatsächlich noch. So. Jetzt aber nimmer. Was ist das da? Sockel. Was ist denn das da? Womit denn? Womit denn? Jetzt haben wir irgendwas aktiviert. Ach, das Portal. Ach, da schau her.
Gut, ich möchte aber da erst einmal nachlesen. So, da steht auch, glaube ich, was. Steht nichts, oder wie? Ach so, jetzt denke ich mal, wir können da irgendwelche Informationen abfragen, aber scheinbar auch nicht. Ja, und wie sollen wir wieder auf das Rätsel kommen? Da sind auch noch ein paar. Auch nicht. Na, da passiert nichts. Ja, ich glaube, da hilft nur ausprobieren. Die Steintafel können wir nicht lesen, oder? Die große, na. Ja, was ist denn das eigentlich für ein Teleporter da draußen? Jetzt werden wir da reinlaufen. Ach so, dann können wir da außer. Ach, da läuft der erste schon. Ja, Moment einmal. Die Sockel. So einen haben wir doch im Sumpf auch mal gesehen. Wer war denn das mit den Dinger? Mit den Fokussteine? Warte mal. Er nicht. Normal steht irgendwo da unten. Das wird er sein. Hey. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Ach so. Er gibt uns jedes Mal so einen Stein, also so einen Fokusstein. Und dann müssen wir den gerade noch auf so einen Sockel werfen. Und dann ist das Ding aktiviert. Und dann können wir ja automatisch gleich wieder da her. Jetzt müssen wir natürlich die anderen 4 erst finden. Das ist natürlich wieder das andere. Pass auf. Da drüben haben wir eh so ein Ding gesehen. Wir müssen sowieso da um wegen den Rätsel. Das werde ich dann offline ausprobieren. Weil das, glaube ich, zu lang dauert, bis ich mal da irgendwie auf die richtige Lösung komme. Davor suchen wir uns aber noch den Ding da. Also die Plattform haben wir ja schon mal gesehen. Also muss irgendwo in der Nähe auch der Sockel sein. Also die sind irgendwo in der Nähe. Und der Karten haben wir eh noch. Da findet man die anderen 3 dann auch noch. Genau, also das sollte nicht allzu schwer sein. Moment. Ist der... Na, der ist da hinten, oder? Ja, da sind wir richtig, genau. Und da muss jetzt irgendwo jetzt das Ding sein, den haben wir eh schon entdeckt. Das war ja damals da, wo ich mich gefragt habe, wo die blauen Punkte da stehen. Und das sind ja die Dinger da. So.
Jetzt muss irgendwo in der Nähe der Sockel sein. Normal. Also die sind nicht weit weg. Ist er da rum? Na. Aua. Jetzt hat es mir gehauen. Also der Sockel muss irgendwo da sein. Da ist er. Also jetzt haben wir schon mal 2 aktiviert. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt werde ich mal die Affi-Maschine noch zu dem Quarotron und dem sein Rätsel lösen. Irgendwie. Also offline. Das heißt ohne Aufnahme. Und mit der richtigen Lösung machen wir dann natürlich weiter. Damit wir das auch sehen, wie das hier haut. So, jetzt pass auf, da geht jetzt da irgendwo auf. Weil manche Sachen dauern einfach zu lang. Und das ist natürlich dann auch nicht so interessant. Wenn ich da stundenlang rumprobiere. Also wie gesagt, da machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Bei dem Herrn da. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, eine gute halbe Stunde habe ich da rumbastelt. Bis jetzt das endlich hingehauen hat. Und jetzt weiß ich es auch. So, also können wir nochmal von vorne anfangen. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jaqen-Da ist es, der du angehörst? So, bei der ersten sind wir natürlich richtig gelegen. Es waren die Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jaqen-Da vor feindlichen Angriffen? So, das haben wir natürlich auch richtig gehabt. Das waren die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester, da waren wir auch richtig dran. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? So, da haben wir natürlich einen Fehler gehabt. Und das waren ebenfalls die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? So, das war natürlich dann auch verkehrt. Es waren die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Ja, da waren wir dann auch richtig. Das waren die Heiler natürlich. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? So, und das müsste das letzte gewesen sein. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardimon und ich sind die einzigen in Jaqen-Da, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten.
Okay, Quarotron. Wir haben jetzt... Alter. Wir haben jetzt den Schlüssel gekriegt zum Adanos-Tempel. Also da, wo der Raven verschwunden ist. Und der Steintafel mit dem... Ja, mit dem Zauberwort drauf. Damit sie das eröffnet. So, mittlerweile ringt's.